3, 2, 1, let's go. Nein, so eine Musik, weißt du? Nein, was war das für eine Sendung? Es hat doch früher eine Sendung gegeben, wo so 1, 2, 3, let's go. Und dann. Dings, Phineas und Ferb. Ist es da? Ja. Also, wir haben 5 Wochen Ferien. bis die Schule beginnt und es ernst wird. Und so stellt sich wie jedes Jahr wieder die Frage, was tun, dass es ein toller Spaß wird. Wir könnten ins Weltall fliegen und Mumien erschrecken, den Eiffelturm hinauf spazieren, was Neues entdecken, das es gar nicht gibt. Hey! Mit Affen gut einschabulieren. Wellenreiten gehen, mit Strom und Licht hantieren und Frankensteins Hirn operieren. Es ist hier! Auf Bergen Vögel sehen, ein ganzes Land an meine Schwester mit Bart ausstaffieren. Phineas! So wie ihr seht, gibt's eine Menge zu tun, bis dann die Schule weitergeht. Komm mit, Harry! Drum schaut gut zu, denn Phineas und Ferb, die zeigen euch, wie's geht. Drum schaut gut zu, denn Phineas und Ferb, die zeigen euch, wie's geht. Mom! Phineas und Ferb basteln an einem Vorspann. Ferb. Das war auch lustig. Ja, das war mega lustig. Aber ich bin... Also es hat ja den Perry, das Schnabeltier, hat es ja noch gegeben. Den habe ich immer geil gefunden. HMP! HMP! Das war ganz geil. Ja. Aber bei Phineas und Ferb, der mit den grünen Haaren, das war der ältere Bruder, glaube ich, der nie ein Wort gesagt hat. Ja, welcher ist jetzt welcher? Ich glaube, der Ferb war das. Ja. Ja. Ich glaube, der Phineas, das ist der mit den roten Haaren, der immer geredet hat. Mhm. Und der Ferb war der, der nie irgendein Wort gesagt hat. Vor allem auch hure geil so vom Charakterdesign. Weißt, sie sind ja alle so rund oder eckig. Und es gibt ja das Super Mario Beispiel, wo man so die Charakter nur schon durch ihre Form sagt, wie sie sich verhalten. Dass der Mario, der alles gut macht, ist komplett rund gezeichnet. Der Luigi ist auch rund, aber eckiger, weil er ist viel neutraler, also er ist viel weniger wichtig. Und all die, Wario, Waluigi, all die haben alle eckige Sachen. Und das ist einfach, damit du es gerade so automatisch das Gefühl hast, das ist böse. Und wenn das bei Perry Dings ist, wette ich, hat es auch Characters, weil so, also wo das passt, weißt du, wie eben der Ferb, der eher so ein bisschen eckig ist, der Phineas, wo halt so ein bisschen der Frechdachs ist mit einem dreieckigen Kopf, und dann so alle anderen, die eigentlich andere Formen haben. Wie hat der Bösewicht geheißen? Dr. Doofenschmerz. Dr. Doofenschmerz. Und Es HMP. ist Dr. Der Fieser ist unser Motto. Irgendetwas. Ja, stimmt. Der Fieserling ist unser Motto. Stimmt, ja. Jedes Mal, wenn sein Büro und Ja. zuoberst oben im Hochhaus hat er ja sein Büro gehabt. Irgendwie so Doofenschmerz, Fieser ist unser Motto. Ja. Den gibt es jetzt Lustig. als Lego, der Tower. Ah, ja? Habe ich letztens gesehen, ja. Mit 500 Teilen. Ja, und 3000 Stutz kostet. Oh Mann. Oh, Nein, Mann. aber den gibt es jetzt. Der Lustig. Doofenschmerz-Tower. Mit so Kanal, wo so den Perry kannst Ja. durchrutschen lassen. Lustig. Mega geil. Und mit dem Doofenschmerz Wolkenkratzen begrüßen wir auch dich daheim ganz herzlich zu unserer heutigen Folge Pushcast. Ganz herzlich begrüßen wir euch. Danke. Mir ist gerade eine Anekdote in den Sinn gekommen. Der Tower vom Doofenschmerz, der sieht ja aus wie eine Nähmaschine. Der hat ja so wie so eine Aussparung und dann dort so ein spitziges Ding, das runterkommt. Das Ah, sieht ja. ein bisschen aus wie Ja. eine Nähmaschine. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist irgendwie so ein Zerstörungslaser. Ja, wahrscheinlich soll es das darstellen, ja. Okay. Aber vielleicht ist es... Aber Nähmaschine wäre mir Das- jetzt noch nie aufgefallen. Ja, also es sieht, für mich sieht es ein bisschen aus wie eine Nähmaschine. Weißt du, das Mittelteil, wo die Nadel runterkommt? Ja. Ja, wie geht's, wie steht's? Ja, du, geht es mir eigentlich gut. Ja, es ist eigentlich gar nicht so viel gelaufen diese Woche, muss ich sagen, bei mir. Also, ist auch gut so, wenn mal eine Woche nicht so viel läuft. Einfach immer konstant, ein bisschen am Arbeiten, ein bisschen dort, ein bisschen so. Noch gut war, dass der Ort, wo ich sonst jetzt noch arbeite, dort arbeite ich eigentlich oft am Montag und halt am Wochenende. Und dort hat es jetzt noch die Entwicklung gegeben, dass am Montag oder die nächsten Montag ist es zu. Das heisst, ich muss nicht arbeiten. Das heisst, ich habe Zeit für anderes Zeug. Hure gut. Sehr nice. Ja, voll. Schöne Entwicklung. Und sonst war eigentlich alles gemütlich diese Woche. Es hat nicht geregnet beim Zeitung austeilen.
Ich konnte schön vorwärts arbeiten. Ja, alles tipptopp. Mein Mitbewohner habe ich auf Afrika Runtergeschickt. Ja, wirklich gefühlt runtergeschickt. Ich habe das Päckchen am Dienstagmorgen am Flughafen abgegeben. Und ja, das ist gut und gesund angekommen und ist jetzt in Afrika. Ja, und jetzt... Weiss man eigentlich genau, was er dort unten macht? Ja, also irgendwie eine Ferien, aber irgendwie auch viel mehr, weil ein Kollege von ihm, der dort unten wohnt und schon länger dort unten lebt, mit dem er früher, vor 100 Jahren gefühlt, Maschinen, so Druckmaschinen, hat er verkauft und verkauft sie auch heute noch. Und das sind halt ganz alte Maschinen, also bei uns brauchst du die nicht mehr. Und jetzt will er die irgendwie dort unten verkaufen, kann aber nicht Französisch und braucht einen Übersetzer. Und dann hat er gedacht, ja, er holt den 88-jährigen Mario aus der Schweiz als Übersetzer. Und, der Mario, er kann Französisch? Der Mario kann Französisch. Aber der Mario hört einfach sonst nichts mehr. Also, weißt, du hast einen Übersetzer dort, der einfach kein Wort versteht, weil er es nicht hört. Aber... Da braucht er noch einen, der Zeichensprache so so übersetzt und dann tut er Französisch übersetzen. Ja, also gefühlt schon. Oh Mann. Ja, ich sage jetzt mal so, gegen aussen tönt die Story super. Für den Mario ist die super. Für uns aussenrum ist es einfach ein bisschen unglaubwürdig. Weil eben, wer holt sich... Aber ja, vielleicht sind es auch einfach zwei alte Männer, die beide ein bisschen Freude daran haben, ein bisschen Maschinen vertreiben dort unten. Ja. Sind wir gespannt. Sind wir wirklich gespannt. Ja, wir sind alle froh, wenn er einfach im Ganzen wieder zurückkommt und das Konto nicht leer ist. Kein kenianischer Prinz dort unten gerade 20 Millionen zum Verschenken hat. Man muss einfach das Bankkonto zuerst angeben. Ja, genau, ja. Ja, Mann. So etwas. Und das ist er halt wirklich in dem Alter, wo das noch ziehen würde. Also, ja... Er bekommt jede Woche bekommt er in der Post so Briefe, wo ihm Leute schreiben, dass er wieder keine Ahnung was gewonnen hat und Scheck jetzt einlösen und so und Katastrophe. Und ich sage ihm jedes Mal, das ist nicht richtig, Mario. Wie alt bist du und wie viele Menschen in deinem Leben haben dir schon einfach so Geld geschenkt? Weißt, also er weiß es eigentlich selber. Aber er findet, ja, das ist eine Frechheit. Und ich sage, ja, das sind auch freche Sachen. Das machen die halt einfach. Aber, die wollen Geld von dir, die müssen frech sein. Ja, die müssen frech sein, weil ohne frech schenkt er keinem Geld. Und ja, und dann hat er jetzt auch einen Brief geschrieben. Ich habe mit ihm ein Wett gemacht. Ich habe ihm gesagt, ich wette mit dir, entweder gibt es eine automatische Antwort. So, also jetzt aufs E-Mail? Auf den Brief. Er hat einen Brief geschickt. Oder meine grösste Vermutung, es kommt einfach gar nie etwas zurück. Und das haben wir jetzt gewettet. Habe ich gesagt, das sollte 100 Stutz sein. Ja. Nein, nie im Leben. Nein. Dann schickt die nie im Leben. nie. Also, die sind ja nur schon froh, wenn 2, 3 den huren Scheck ausfüllen, weil sie das Gefühl haben, die bekommen wirklich Geld über. Und dann musst du eben, wenn du den Scheck ausfüllst, musst du etwas bestellen bei ihnen. Also du postest dann irgendwelche günstige Ware, die vielleicht ja nicht schlecht ist, aber halt einfach günstig Ware, die du nicht brauchst. Genau. Und der Mario hat das voll ernst gesagt, er hat das jetzt ausgefüllt. Er hat jetzt dort etwas, er riskiert jetzt dort 200-300 Franken. Er will jetzt wissen, ob das richtig ist. Und da habe ich ihm gesagt, ja, schau Mario, die schicken dir einen Brief und wollen dir Geld schenken. Das Einzige, was jetzt passiert ist, ist, dass du ihnen Geld gegeben hast. Wer ist bis jetzt der Gewinner? Wer ist jetzt genau verarscht worden? Wer hat bis jetzt etwas gewonnen? Sie oder du? Und dann ist er dann schon auch so fragend dort geguckt, hat müssen studieren. Ja, er weiß es eigentlich, aber er will es wirklich wissen. Ja. Oh je. Eben darum hoffen wir einfach, dass er jetzt in Afrika ohne wirklich irgendwelche Maschinen verkauft und nicht irgendwie abgezogen wird. Ja, weißt du, also, ich meine, das sehen wir ja auch. So als ältere Person und als Besitzer von Handys bist du ja auch irgendwo eingetragen und angemeldet. Also irgendwo gibt es eine Liste, irgendjemand hat das und weiss, du bist eine alte Person in der Schweiz. Wir probieren es mal. Und ich meine, ich sehe bei ihm, ich habe schon ganz viele Nummern auf dem Telefon von ihm müssen blockieren, weil die alle ihm schreiben, hey, ich bin da, so, unsere Familie braucht Geld. Und er ist dann auch schon gekommen, so nach dem Motto, ja weisst, die haben nichts dort unten. Und ich finde so, ja, aber das sind nicht die dir schreiben. Die dir schreiben,
Das sind nicht die armen Familien. Und das geht nicht in seinen Kopf hinein, dass die Leute so lügen. So strikt einfach reinlügen. Ja. Ja, das ist, ich glaube aber auch hure schwierig für einen 88-Jährigen, um an dem guten Willen, wo früher sicher einfach auch Standard in einem kleinen Bergdörfli, niemand hat an irgendjemandem etwas Schlechtes zu wählen. Und jetzt plötzlich über Brief und Telefon und E-Mail, dass da so viele schlechte Menschen oder ausschliesslich eigentlich schlechte Menschen Kontakt mit ihm aufnehmen. Ja, und es ist vor allem so ein bisschen das Perfide, weißt? So das, was sie eben nicht kennen. Ich meine, früher hat denen auch mal jemand etwas geklaut oder jemand etwas nicht gezahlt oder irgendwie so. Die Kriminalität haben sie auch, aber dass Leute ihnen etwas versprechen, gut Sven sich bei ihnen meldet, das kennen sie aus ihrer Generation nicht. Das war höchstens irgendjemand von einer Kirche, der an der Haustür geläutet hat und dich vom Glauben überzeugen. Aber sonst hat sich niemand die Freiheit rausgenommen, blöd gesagt, dich anzusprechen und dich nur zu verarschen. Also, es ist schon... Ja. Ja, ist sad. Sad. Aber er soll es jetzt geniessen dort unten. Voll. Ein bisschen schöne Tage haben. Ja, und wenn wir, ich glaube, von unserer Seite ein Update zum Erzählen haben, wenn er wieder retour gekommen ist, können wir sicher ein paar Storys wieder erzählen. Absolut, er wird mir dann sicher erzählen, was er dort unten erlebt hat. Ja, das wird wieder lustig. Er mit seinen Ansichten. Ich habe etwa 3 oder 4 Mal mit ihm noch darüber geredet, dass es wirklich wichtig ist, dass er nur mit den Taxifahrer vom Hotel unterwegs ist und nicht alleine in irgendein Taxi einsteigt. Ja, irgendein Auto. Wenn er irgendwie, wenn dort einer steht, sagt, ich nehme dich mit. Und der Mario findet, ja, das sieht jetzt noch freundlich aus. Hockt dort ins Auto rein und der denkt sich, ja gut, du achte da, also irgendein mega alter Mann, der hat ihm nicht davon. Da hat der Mario selber gesagt, ja weißt, wir alten Päppel geben jetzt einen auf den Näckel und dann liege ich am Boden. Und ich, ja Mario, das ist so. Das ist so. Wir unterstellen ja nicht, oder er unterstellt ja nicht, dass die Leute dort das machen. Aber wenn, dann halt in ihrem armen Land, wo du als reicher Aussenstehender kommst, plus dann halt noch eben leichte Beute bist. Da muss nur ein Böse muss dort über die Straße laufen und den Mario ins Visier nehmen. Nur einer. Ja. Aber du. Also Thema im Ausland Taxi fahren. Ich bin ja mit meinem Kollegen 2018 bin ich ja in Bali gsi. Und Bali liegt ja in Indonesien. Indonesien auch ein Schwellenland, sehr einfach unterwegs. Und aber vielleicht auch da auf Instagram alles drum und dran, das sieht wunderschön aus. Und das ist in diesen 10 Quadratmetern auch wunderschön. Aber wenn du dann links oder rechts mal so ein bisschen 360 Panorama-View einnimmst, Google Maps Street View-mässig mal rundherum schaust, dann merkst du eigentlich, fuck, das sieht alles scheiße aus und das ist geht neben der Straße und keine Ahnung was. Aber das ist, ich glaube, ich bin nicht mal sicher, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe. Ich weiß es nicht, aber ich verliere langsam die Übersicht. Für mich ist die Story auch fast neu, also ich weiß es gar nicht mehr. Es war so, der Kollege und ich, wir haben 2 Wochen sind wir auf Bali gegangen. Und dann haben wir halt von Anfang an gesagt, zuerst in Denpasar und dann können wir mal schauen. Dann gehen wir vielleicht auf Ubud und dann auf Canggu. Hey, dass du die Namen noch weißt. Unglaublich. Ja, also Denpasar ist die Hauptstadt von Bali. So. Und ja, für mich ist Bali eine Stadt. Und nein, Bali ist eine Insel. Ja. Aber, und nachher sind wir dort in Denpasar gelandet. Und dann gerade aus dem Flug ausgestiegen, mir so Pässe noch zeigen. Und der Kollege und ich halt irgendwie 12, 13, 14 Stunden haben wir müssen fliegen, also wirklich lang. Haben wir uns dementsprechend auch locker angelegt, Trainerhosen und so ein lampiges T-Shirt, irgendwie einfach gemütlich. Sind wir dort gelandet. Und danach an dem Flughafen hat es so eine Eingangskontrolle für nicht asiatische Menschen. Also so Asiaten können da durchlaufen und alle anderen müssen da durchlaufen. Wir sind bei allen anderen. Aber Nils, das ist doch rassistisch. Das ist so, wie der Flughafen funktioniert hat. Man muss aber auch sagen, in Zürich,
die Schweizer können rechts durchlaufen und alles andere links. EU und alles links. Ja. Also es macht auch Sinn am Flughafen. Ja, du hast jetzt gesagt, dass das rassistisch Ja, weil das andere würden behaupten. Ja. Auf jeden Fall dort angestanden und nachher so Eingangskontrolle. Und irgendwie der Kontrolleur, der hat irgendwie einfach... ich habe nichts gemacht. Ich bin ihm irgendwie einfach komisch rübergekommen. Und der hat dann ganz genau wissen, wo ich überall hingegangen. Und danach hat er gesagt, in welches Hotel gehst du? Und ich habe gar kein Internet, ich muss da meine E-Mails aufmachen. Und dann habe ich alle E-Mails durchsuchen, bis ich die Buchungsbestätigung gefunden habe. Und in dieser scheiß Buchungsbestätigung hat das Hotel noch einen Fehler gemacht, weil sie irgendwie das Startdatum vom Hotel ist es ist wie verkehrt rum. Aha. Es ist vom 13. September bis am 10. September haben wir ein Hotel gehabt, anstatt vom 10. bis am 13. Oh Gott. Und der hat dann das schon ein bisschen suspicious gefunden. Und kommen sie da nicht auf Bali arbeiten? Und ich komme Ferien machen. Schau. Und nachher habe ich das Insta genommen, so Insta-Fotos von Bali gezeigt. Ja, ich gehe da auf Nusa Penida und da wollte ich an und so. Und irgendwann hat sie mir einfach abgelöscht und gesagt, komm, lauf weiter, verpiss dich, du Arschloch. Und der Kollege ist schon längstens dran gestanden. Und ich so, Braton, tut mir hure leid, aber ja. Hätte jetzt einfach so müssen sein. Sind wir aus dem Flughafen rausgelaufen. Und das habe ich bis dato auch so noch nie erlebt. Du kommst so voraus, ein riesen Wärmeschwall, der auf dich zukommt. Voraus irgendwie 35 Grad plus Luftfeuchtigkeit halt bei 10'000% oben. Und nachher stehen dort ungelogen 200 Taxifahrer alle am Rufen. Taxi, 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 here. Ui. Und der Kollege und ich gesagt, hey, Moment, der Flug ist gerade gelandet, alle suchen das Taxi und jeder reisst sich um jeden Passagier. Wir haben gesagt, ja, wir gehen jetzt zuerst mal schiffen, gehen aufs WC, nachher kommen wir und dann ist vielleicht die Situation ein bisschen gesitteter. Und die nicht verdammten Taxifahrer, einfach die Taxifahrer, die sind dann über den Haken drüber gestiegen und haben am Kollegen und mir das Gepäck in die Hände genommen. Und wir haben gesagt, hey, wir gehen aufs WC, lass gefälligst in Ruhe. Und die haben uns aufs WC begleitet. Wir haben unseren Rollkoffer, wir haben den in die Kabine mit reingenommen. Weil du weisst ja nicht, was der Taxifahrer mit dem Gepäck macht. Ja, gerade einladen. Kommt mit. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn du jetzt nicht aus dem Schiff rausgehst, dann gehe ich mit einem anderen Taxifahrer. Und dann haben sie es dann gecheckt, haben vor der Tür gewartet, mir das Gepäck trotzdem in die Kabine reingenommen, schnell schiffen. Und danach sind wir dann mit denen Taxi fahren. Ja. Also... Und dann haben sie wahrscheinlich noch das Dreifache verlangt. Ja, aber das hat, glaube ich, vom Flughafen bis in das Hotel hat es irgendwie 20 Stutz gekostet. Ja. Wahrscheinlich komplett überrissen. Ja. Komplett überrissen, aber... Ja. Wenn dir ein Taxifahrer auf die Scheisse folgt. Das ist ganz krass. Und dir das Gepäck so aus der Hand rausnehmen. Das finde ich vor allem auch heftig. Das ist ja schon wirklich übergriffig, weißt du? So Ja. Also. Und dann, das ist auch noch mal eine lustige Story. Sind wir, nachher kannst du wieder einhängen. Alles gut. Aber, Erzähl, ich bin spannend. dort, dann nachher 20 Stutz später sind wir dann in diesem Hotel angekommen. Und dann haben wir eben gemerkt, auf den Fotos hat das tiptop ausgesehen. Scheiße. Aber das ist halt genau so eine Hauptverkehrsachse, autobahnmäßig ist das gelegen. Links und rechts nichts zu machen, keine Anführungszeichen Altstadt oder Lädeli oder sonst irgendetwas. Und das Hotel an und für sich eigentlich mega schön. Und dann, wir sind, ich glaube, es auch die einzigen Hotelgäste gewesen. Und die haben sich einfach gesagt, hey,
das sind jetzt unsere Gäste, die müssen wir richtig verwöhnen und willkommen heißen und die haben sich auch Mühe gegeben. Oh. Und wir haben einfach gemerkt, in diesem Hotel erleben wir nichts. Es ist einfach voll im Scheiß so. Und das ist nicht ganz das, was wir uns einfach unter diesen Ferien so, uns vorgestellt haben. Und die haben sich halt so fest Mühe gegeben und wir haben denen nicht irgendwie an den Karren fahren. Und dann haben wir uns irgendwie eine Geschichte probiert zu überlegen. Oh mein Gott. Also wie können wir uns aus dieser Situation einfach stilvoll Von einem rausmanövrieren? Dilemma ins nächste. Ja, wirklich. Und dann der Kollege im Zimmer hat dann schon ein Hotel gebucht. Dann nachher in Ubud. Und das ist so richtig touristisch, wo viel passiert, viel rum ist. Und dann haben wir uns überlegt, oder sind dann so in die Lobby, es ist alles verrissen gsi, so Gartenwirtschaft-mässig, sind wir angehockt, haben etwas zu trinken bestellt. Und dann ist halt der Hotelmanager auch hat uns serviert und ist schnell zu uns angehöckelt. Und dann haben wir angefangen. Du glaubst das jetzt nicht. Oh Gott. Glaubst du das jetzt nicht? Jetzt haben wir vorne auf Instagram eine Story aufgetan, dass wir da in Bali gelandet sind und angekommen sind. Und aus dem Nichts, per Zufall, hat uns ein uralter Kollege auch gerade angeschrieben. Und der ist in dem Moment auch gerade in Bali. In Ubud. Und er hat dort eine Villa gemietet und alles fett organisiert. Und er hat uns heute am Abend zu sich eingeladen. Und wir können jetzt bis Ende Woche hat er uns bei sich eingeladen. Genau, das ist unsere Ausrede und unser Geschichtli. Und meinst du, das haben sie dann einfach geglaubt? Ja. Also sie können ja nicht Nein sagen. Aber in dem Moment, also ich weiss nicht, wie ernst dass sie das genommen haben, aber in dem Moment haben sie irgendwie plötzlich so das Gefühl bekommen, wow, das sind voll die bekannten Menschen und keine Ahnung was. Und dann haben sie das ganze Hotel irgendwie zusammengetrommelt. Und dann sind Frauen von der Küche und so Putzfrauen und alles, einfach das ganze Personal im Hotel ist dann dort in der Gartenwirtschaft gewesen, und alle wollten Fotos mit uns machen. Also ganz, ganz lustig. Und die haben dann, darum bin ich auf die Geschichte gekommen, die haben dann auch so Special Taxi, Good Price, haben sie für uns organisiert. Von eben Fotos und wow, ja, auf TripAdvisor für uns noch Rezension da lassen und weiss nicht was. Und dann sind wir einfach verduftet. Ja, tipptopp. Spannend. Ja, spannend. und also, aber wir haben den Kohle, den wir für diese Woche dort, der ist dann dort einfach, ja, Führungszeichen verloren gegangen. Also wir haben nicht die Buchung storniert oder sonst irgendetwas. Das, das ist das Mindeste, was wir haben können machen. Ja. So. Ja, ist ja auch nicht euer Fehler. Also so vom Ding her. Ja, es ist einfach, weil es sind ja wirklich hure liebe Menschen dort. Und die, wenn du irgendeinen Wunsch hast, die erfüllen den. Weil, so blöd wie es tönt, aber Es ist halt einfach ein scheiß Standort. So, oder? ja, das und für Asiaten, und das haben wir dann am Schluss der Ferien haben wir das einfach auch mitbekommen. Für junge asiatische Frauen kann das einfach ein Dream sein, um so einen europäischen Tourist so ein bisschen scharf auf sich zu machen. Und dann in der Hoffnung, dass der nochmal in die Ferien kommt. Und beim dritten Mal, wenn der in die Ferien kommt, nimmt er sie mit. So. Ja, also mein Ex-Arbeitskollege hat ja eine thailändische Freundin. Und Thailand ist da ähnlich, gerade bei den Touristenort. Und er hat gesagt, also das Ding ist ja, das wissen ja alle Thailänder. Und die, also
die tun das ganz bewusst so machen und ausspielen. Es sind alle arschfreundlich zu den Reichen. Es sind alle daten verschiedene Frauen. Wenn sie wissen, ich bin nicht angekommen, sagen sie es der Kollegin, geh du probieren. Das ist eine riesige Geschichte. Also das ist ein mega Thema. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn er dort im Ausgang war, hätte er jedes Mal 3 oder 4 mit heimnehmen. Alle, weil sie einfach das Geld haben wollen. Das ist brutal. Das ist brutal. Ja, ist natürlich, ja eben, am Ende weiss jetzt nicht, ich würde keine Ahnung, nicht eine Frau wählen, die mich nur will, weil sie das Gefühl hat, ich hätte etwas, was ich eigentlich gar nicht habe. Weil wenn sie dann da ist, merkt sie das ja dann. Ja. Das ist ja so das Ding. Ja. Aber Das interessant, ja. Ist lustig, als wir in Bali waren. Wir haben dann ein bisschen Kohle, also ein bisschen Cash haben wir halt noch gewechselt. Ich glaube, der Kollege und ich, als wir in die Ferien gegangen sind, haben wir je für 2 Wochen haben wir 1000 Franken haben wir auf indonesische Rupien haben wir gewechselt. Und 100 Franken, ich weiss jetzt nicht, ob es halt noch mal ein bisschen verändert hat, aber damals sind 100 Franken 1,2 Millionen indonesische Rupien gewesen. Weißt du noch, was zum Beispiel so eine Wasserflasche gekostet hat? Rupien. Weißt du, weil mit 1,2 Millionen, der kostet ja das Trinken 10'000 oder ich weiss auch nicht was. Ich weiss es nicht mehr so genau, aber ich habe gemeint, ein Zigarettenpäckchen haben wir dort mal gepostet und das hat, glaube ich, 20'000 Rupien gekostet. Ja. Jetzt weiss ich halt nicht, wie viel Franken das ist, aber es ist sicher wenig. Sicher wenig. Also ich glaube, wir haben es dort vor Ort mal umgerechnet und wir haben, ich glaube, Marlboro Gold haben wir dort mal gepostet. Und das hat, glaube ich, 1,50 Franken oder so gekostet, das Päckchen. Lustig. Vor allem Marlboro ist ja Philip Morris und Philip Morris ist ja Genf. Ja, das ist wieder Schweiz. Ja. Kommt alles wieder retour. Ja, und mit dem Kohle, mit diesen 2,4 Millionen indonesische Rupien, das kleinste Nötli, das sie in ihrer Währung haben, ist halt das 10'000er Nötli. Ja. Und du fühlst dich mit diesen Nullen einfach so krass. Ja. Und du hast dann, wenn du auf dem Bett haben wir so den Kohle mal ausbreitet gehabt, und du hast das Gefühl gehabt, du spielst gerade Monopoly. Ja, es ist schon so. Fühle ich. Ich weiss noch, der Kollege von mir ist in der Primarschule mal zurückgekommen und hat serbisches Geld verteilt. Und dort war es auch so, dass er alle so 100er Nötchen und so gegeben hat. Das war einfach nichts wert, oder? Aber er hat halt das Gefühl, wow, sehr viel Geld bekommen. So. Einfach weil es Haufen Nullen dran hat. Genau, ja, voll. Ja, es war eine lustige Reise und auch einfach so unkompliziert, muss ich sagen. Es waren so Adventure-Ferien. Dann in U-Boot haben wir so einen Töff gemietet und dann einfach am Morgen Himmelsrichtung bestimmt, sind wir mal losgedüset und dann einfach geschaut, was auf dem Weg so passiert. Safe. Ich finde, so musst du auch fast Ferien machen, wenn du in so Länder gehst. Das ist so die Hotelferien, wo du nachher so 7 Tage im gleichen Hotel hockst. Wäre jetzt auch nichts für mich. So. Kann man, ab 88 kann man das machen. Genau. Muss man das machen, sonst ist es komisch. Ja, cool. Ja, es war lustig. Muss ich unbedingt mal wieder gehen. Ja. Bali ist, wir sind ein bisschen außerhalb von diesen touristischen Attraktionen unterwegs gewesen. Und wir haben ja dort den Gusti haben wir noch kennengelernt. Ja, voll. Den Gusti. Für uns der Gusti. Und der Kollege und ich einfach am Abend mal in ein Restaurant reingehockt, wo so Live-Musik hatte. Und der hat einfach gesungen wie ein Herrgott. Also Stimme und das volle Programm. Ja, ich weiss. Und in diesem Restaurant sind 2 Leute, 2 Tische sind besetzt gewesen. Und der hat gesungen, wirklich geil. Und dann sind ein Kollege und ich dort auch zu Abend gegessen. Und dann hat er mal Pause gemacht, ist auch zu uns angehockt. Und dann ein bisschen geredet und so. Und am Schluss haben wir ja das Musikvideo, wir haben ja die grosse Kamera noch dabei gehabt. Haben wir uns dann am nächsten Tag am Strand richtig romantisch verabredet. Und einfach noch schnell, weil es geil ist, das Musikvideo für ihn gemacht. Ist natürlich super.
Das war natürlich super. Kommen so zu Touristen und schenken ihm ein Video. Das ist natürlich hure geil. Und das Lustige an dieser ganzen Geschichte, jetzt mit dem Gusti, ist eigentlich... er ist ja dann bei Indonesien sucht das Supertalent oder irgendwie so etwas, hat er dann mitgemacht und er ist irgendwie 16. Achtelfinale oder so gekommen. Und es war cool, ihn so aus dem kleinen Restaurant dann plötzlich auf Insta im Fernsehen so. Ja. Hure geil. Das war cool. Voll spannend. Der Gusti. Ja, kleine Erlebnisstory aus dem Jahr 2018. Dann komme ich jetzt zu der Frage, wie geht es dir nicht? Jetzt habe ich ein bisschen länger geschnurrt, Alles aber ja, grundsätzlich gut. In den letzten Tagen ein bisschen viel zu tun gehabt, muss ich ein bisschen gestehen. Ist aber weitestgehend auch selber verschuldet. So ein bisschen Kundentermin und Leute kennenlernen und angeschrieben. Und dann hat sich etwas ergeben und dann, ja, so ein bisschen in diesem Stil. Aber es fruchtet. Es fruchtet. Und ich würde sagen, es ist positiver Stress. Ja. Also es ist etwas, das mich packt und mich motiviert und so, ja, arbeiten lässt. Aber ich freue mich auch aufs Wochenende. Ja. Also einfach am Morgen einfach mal wieder in den Tag hineinleben, ausschlafen, Voll. mal gechillt zum Morgen essen, Ja. am Nachmittag irgendwie Glotze einschalten, ein bisschen Animes schauen, ein bisschen easy peasy, lemon squeezy. Ja, klingt schön. Müsste ich eigentlich auch mal Ja, wir haben doch bei Swiss Date haben wir doch die Frage mal gehabt, wie sieht dein perfekte Wochenende oder so voll. aus. Das hat es jetzt aber schon ein bisschen länger nicht mehr gegeben. Bei mir auch nicht. Schon viel zu lang wieder nicht mehr. Voll. Seit ich einen anderen Job angefangen habe, kein Wochenende mehr frei gehabt. Das sind über 3 Monate. Hei. Das ist wild. Ja. Crazy. Ja, eben selber. Man macht es sich immer selber. Der Stress. Ja, es ist so jetzt das Wochenende. Ich bin auch noch an einem Festli nochmal zum Helfen aufgeboten worden. Und dort ist dann halt auch 3:30 am Morgen geworden. Sonst Thema Buchhaltung habe ich noch ein neues Jöppli gefasst oder mir selber auferlegt, weil ich das Gefühl habe, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ja, und einfach auch links und rechts. Aber ich glaube, mit der Tierwelt habe ich das einmal angesprochen. Mit der Säule von meinem Grossdaddy. Ja. Genau, und dort melden sich Leute, die Säule halt für Würste möchten irgendwie weiterverwenden. Und das ist einfach nicht, liegt nicht im Interesse von meinem Grossdaddy. Das war irgendwo durch halt gleich ein Geburtstagsgeschenk von den Enkelkindern einmal gewesen. Und ja, jetzt gestern hat auch jemand sich gemulden aus dem Glarnerland, ein Bauer, ursprünglich ein Österreicher, und der war so geil. Ich habe mit dem gestern telefoniert und der «Ja, grüß dich, ja, wegen den Säulen, ja». Das war geil. Und dort, das sollte auch auf einem grünen Zweig unterwegs sein. Und der will keine Würste draus machen? Nein, der hat jetzt schon Schöfli oder Geissli, irgendetwas. Und den Sommer durch möchte er, also geht er amigs zur Alp. Und dort oben auf der Alp macht er für seine Wandergäste einen kleinen Streichelzoo. Hure cool. Und genau so etwas stellt sich halt auch mein Grossdaddy vor. Ja, dass viel die Säule noch ein bisschen rumhöseln und ein bisschen, ja, noch ein bisschen gestreichelt werden und so. Ja, genau, ja. Voll. Und halt nicht einfach irgendwo in einer Konservendose verarbeitet landet. Ja. Ja. Ja, es sind halt Säule. Säule, würde ich behaupten, werden immer noch mehr gegessen, wieder gehalten bei uns. Ja. Gehalten, zum nur halten, meine ich. Das ist Ja. nicht so viel.
Es sind ja fairerweise eben Mini-Pigs. Also wären es mal gewesen. Jetzt sind es Big Pigs. Ja gut, gegen so eine Saus sind wir noch klein. Das ist schon... Aber könntest du sicher... Die kannst du eigentlich gar nicht essen. Es lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Meinst du? Also ich bin kein Spezialist, aber... Also ich würde behaupten, wenn sich so viele anfragen zum Würst draus machen, dann wird da schon etwas dran sein. Dann werden die nicht das alle machen, nur zum... Also, ja. Ja. Also es ist ja im Inserat steht gratis zum Abgeben. Wenn du dort vielleicht, ich weiss jetzt nicht, 2 Kilo gratis Fleisch kannst machen oder so. Keine Ahnung. Gut, die Säule, die sind ja auch dick, also. Ja, aber ich weiss halt nicht so... Das Fleisch, das wir uns in der Schweiz, das sind ja mehr so Nierstückchen und Hals und grosse Teile eigentlich. Also so in der Migros oder so, das sind eigentlich eher so die guten Sachen, die man von der Säule oder von der Kuh und so... Ja, ich weiss auch gar nicht, ob nur weil die kleiner sind, ob das gleich heisst, dass die gerade nicht gut sind. Ich würde eher den umgekehrten Schluss ziehen. So, aber ich weiss auch nicht. Vielleicht. Nein, also müssen wir mal Metzger fragen. Ja. Ja, aber wenn die dort in einen Streichelzoo reinkommen, Ja, voll. dann ist das eigentlich eine gute Sache. Sicher am schönsten für die. Ja. Für die plus für den Grosstäti. Ja. Das allemal. Aber was diese Woche ja noch angestanden ist, Montagabend, haben wir noch ein cooles Event gehabt. Voll, das war ganz geil. Das war cool. Also müssen wir vielleicht mal ausholen. Ich weiss gar nicht, ob wir das mal im Podcast erzählt haben. Ich glaube es nicht im Fall. Nicht. Also, und zwar, wir haben vor über einem halben Jahr, ist das auch schon gewesen, haben wir einen gehabt, der hat uns angefragt. Und zwar macht er mit ganz vielen Kollegen von früher, die das Leben lang irgendwie Hockey gespielt haben und dann nachher irgendwann halt alle, so wie es ist, in der Säcke irgendwann aufgehört haben. Die einen schon, die anderen haben weitergemacht. Und jetzt haben sich die alle wieder ein bisschen gefunden und machen miteinander ein neues Hockey-Team. Und die haben jetzt die Zweitmannschaft von Rapperswil stellen und fangen jetzt in der untersten Liga unten an. Und dann haben die auf der Suche von Sponsoren sind sie auf uns gestoßen. Und wir haben halt gesagt, ja, nein, wir können euch einfach kein Geld geben. Also wir können euch nicht sponsoren. Aber wir können natürlich einen Deal machen, dass wir sie videotechnisch begleiten und von ihrer ganzen Saison Videos, Fotos und alles, was sie brauchen, machen. Und dafür kommt unser Logo aufs Trikot, auf die Brust einmal und einmal auf die Beine. Und jetzt am Montag, weil bald dann der Saisonstart bevorsteht, haben wir am Montag im Training zuschauen dort. Und sind dort dabei und aufgenommen worden von diesen Jungs. Das war geil. Es hat Spass gemacht. Mega eindrücklich, wie die Hockey spielen. Also, da sehen wir gerade aus wie so kleine Pinguine oder so auf dem Eis. Aber ich habe es sehr lässig gefunden. Mega interessant. Und jetzt das erste Mal dann ein Spiel filmen. Und wird spannend. Ist mir richtig mal wieder bewusst worden. Also wir sind ja nicht so, wie sagt man dem, zierliche Männer. Wir sind ja auch Männer, richtige Männer, mit Behaarung und allem drum und dran. Aber wenn du neben einem Hockeyaner stehst, wirst du einfach Gott zur Frau. Ja, so also gefühlt. Wirklich, wie wir in dieser Kabine gehockt sind, auf diesen Bänken und all die Männer sich am Umziehen und dort und einfach nur so ganz klein sind wir da gestanden. Das ist wirklich lustig, weil gerade du, Nils, der eigentlich eher ein Grosser bist so, und von uns gerade bei Eigenground so eigentlich der Grösste und alles. Und dann dort in dieser Garderobe hast du gar klein ausgesehen. Ja. Neben diesen Jungs. Das ist wirklich krass. Also richtige Pussy sind wir, ja. Ja, das sind einfach richtige Maschinen. Das sind andere Maschinen. Und das habe ich wirklich beeindruckend gefunden. Wir dort auf der Trainerbank irgendwie am Hocken und die dort voll am Übungen machen und Bässli spielen und dann
stürmen, Goal schiessen, keine Ahnung was. Und der Goalie am Schluss, der hat geschwitzt wie ein Wasserfall. Und wir haben noch gesagt, ja, als zeitweise haben wir schon ein bisschen gefroren. Ja. Und der Sieg, der ist am Verrecken. Rausgekommen. Der Sieg war einfach am Verrecken, am Schwitzen des Todes. Und wir halt schön so... halt wie ein Sponsor. Also es war auch vor allem für mich so krass. Ich meine, die haben eine Stunde Training und im FC, du hast immer länger Training gehabt. Also wie eine Stunde, meistens glaube ich sogar 2 Stunden oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr sicher, aber du hast länger Training gehabt, weil es halt nicht annähernd so anspruchsvoll ist. Aber die nach einer Stunde, die sind alle einfach nudelfertig und kaputt. Auch alle paar Minuten wieder müssen etwas trinken und so. Und das ist kein Vergleich mit uns damals im FC. Also, da hat vielleicht 2 oder 3 haben so geschwitzt wie die, aber die sind voll abgegangen. Ja. Ich finde es hure beeindruckend, Ja, was die dort auf dem Eis leisten. Und das Coole ist ja, sie haben vor 2 Wochen, ist das jetzt, glaube ich, haben das erste Testspiel gehabt. Gegen die zweite Mannschaft vom ZSC. Also die zweite Mannschaft vom ZSC. Und haben sie einfach 13:1 haben sie gewonnen. Also komplett rasiert. Und das zweite Testspiel jetzt haben sie mit einem gegen einen, der eine Liga über ihnen ist, haben sie auch 7:1 gewonnen. Also sie sind komplett am Rasieren. Sie sind wirklich komplett am Rasieren. Also ich habe ganz viel Vertrauen, dass die erste Hockeymannschaft, wo ich richtig Fan bin, auch gerade Meister wird. Ja. Ja, also ich finde es hure geil, haben wir dort uns mit denen getroffen und es ist also ich finde es hure lässig, dass auch so mit dem Ansatz nicht, dass man keine Ahnung, ich sage jetzt einfach etwas, paar 100'000 Franken an denen geben und dann ist unser Logo drauf und alles andere interessiert uns gar nicht, sondern wir sind dort, weil wir etwas leisten und wir sind Teil von dieser Flamme und so und leben das auch ein bisschen. Ja, also ich finde es vor allem fürs Erlebnis eine geile Sache. Also mit einem Hockey-Team, mit vor dem Spiel in die Kabine, das alles filmen, all die Leute, richtig ins Team rein, das ist so geil. Das erlebst du nur, wenn du sonst selber in so einem Team bist. Und sonst erlebst du so etwas nicht. Das so nah am Team kann keiner sein. Und das ist mega geil. Das finde ich mega lässig. So, ja. Alleine das einfach zu erleben. So. Und dann natürlich cool, hast du noch ein bisschen Werbung. Ja. Ja. Voll. Wenn wir gerade beim Thema Sport so sind, die Woche hat ja die Schweizer Nazi noch mal gespielt. Voll. Und die letzten paar Mal, wenn die Schweizer Nazi, das ist, wenn ich Fußball schaue, dann schaue ich Schweizer Nazi. Ja, einfach safe. so, weil ich das Schweizer Nazi finde ich eigentlich noch cool und das kann man sich auch geben, in meinen Augen. Und jetzt das erste, oder dort gegen Kosovo, wo es 2:2 gespielt haben, dort bin ich leider verhindert gewesen. Aber jetzt gegen Weiß es auch nicht. Andorra haben sie gespielt. Jetzt muss ich dich nachher fragen, wo Andorra liegt, geografisch. Irgendwo auf der Erde. Liegt zwischen Frankreich und Spanien. Ist das Sag so ich das ja? Ganze? Ja. Ja, bist auch richtig gewesen, ja. Nein, gegen Andorra haben sie gespielt und es war verdammt cool gewesen. Ich habe mit einer noch gewettet. Also nein, nicht gewettet, sondern einfach Tipps abgegeben, was sie spielen. Und sie hat 2:1 hat sie getippt und ich habe 3:1. Habe ich dann nachher gesagt. Und dann bin ich halt näher gewesen, und da habe ich mich dann besser gefühlt. Voll. Gut, ist das der Wetteinsatz gewesen? Das gute Gefühl. Ein gutes Gefühl, ja. Ja. Nein, aber es war wirklich noch ein interessantes Match gewesen, weil bis zur ersten Halbzeit ist einfach gar nichts gelaufen. Ja. Und dann nach der ersten es gibt ja nur eine Halbzeit, blöd. Bin ich mehr im Eishockey jetzt. Erste Halbzeit, zweite Da Halbzeit. gibt es einfach Drittel. Ja, stimmt.
Nach der Halbzeit danach ein Goal und danach hat es ja noch einen Penalty gegeben. Und dann Ja, ich habe nur die Spielzusammenfassung habe ich geschaut, von beiden Spielen. Aber ja, also eben, sie haben nicht gut gespielt, bei beiden Spielen nicht. Also, ein bisschen schade. Zuerst haben sie so gute Quali gespielt und jetzt spielen sie gerade keine starke Quali. Ja, zuerst habe ich gemeint, hey, die Quali, sie spielen hure gut, das ist mega geil. Jetzt, wo sie gegen Kosovo so ein schweres Spiel hatten, wieder denkt, ja, nee, das wird wieder nichts. Das wird mal wieder nichts. Können wir wieder froh sein, wenn wir ins Achtelfinale kommen. Ich weiss nicht, wenn es das letzte Mal darüber ausgegangen ist. Achtelfinal. Weil sonst, Achtelfinal ist ja Achtelfinale immer ist dort, letztes wo Mal. wir rausfallen. Ja, also letztes Mal sind wir ja... Warte jetzt... Letztes Mal sind wir ins Viertelfinale gekommen. Letztes Mal. Also WM oder EM? Ich weiss nicht, was das letzte war. Ich glaube WM. Nein, es war EM. Nein, Dort, WM war. Dort, wo wir schauen sind, wo sie nachher gegen Portugal so riesen auf den Sack bekommen haben. Das war WM. Ja, eben dann WM. Dort sind wir, das war ja das Viertelfinale. Oder? Habe ich gemeint. Weil so weit ist die Schweiz noch nie gekommen. Sonst sind wir immer im Achtelfinale rausgefallen und dann haben wir das Jahr, also nicht das Jahr, letztes Jahr, haben wir im Achtelfinale die Franzosen rausgerührt. Im Penaltyschiessen. Weil der Mbappé verschossen hat. Ist das nicht schon länger her? Also so ja, gefühlsmässig ist das irgendwie schon länger. Vielleicht ist es auch 2 Jahre. Nein, 2 Jahre ist sicher nicht her. Oder ist es 2 Jahre her? Es ist einfach, die WM die ist ja immer rausgeschoben worden wegen Corona. Ja, wegen Corona, ja. Voll. Ich weiss es ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Nein, aber ich glaube, Achtelfinale haben wir dort gegen Frankreich gewonnen. Und Wo der Jan Sommer, der Penalty Mbappé gehabt hat vom hat. Mbappé. Ja. Ja. Dort sind wir immer hinten drin gewesen, wieder Goal, wieder hinten drin, wieder Goal, wieder hinten drin, wieder Goal und dann Penaltyschüsse gewonnen. Ja. Also das war ganz geil gewesen. Ja. Das ist ganz ein geiler Und Moment. nachher irgendwie 7 irgendetwas auf den Sack bekommen von Portugal. 6-1, glaube ich. 6-1, ja. Das war ein ganz trauriger Moment gewesen. Ja. Stimmt. Und weißt du, wir waren in dieser Bar, haben das geschaut und es einen gehabt, der hure Freude hatte. Der Ja. hat irgendwie beim 5-1 so mega gejubelt und hat einen anderen zusammengeschissen. Beim 5-1 musst du sicher nicht mehr so jubeln. Und das Lustige war eben in dieser Bar. Ist in Rapperswil ist das eine Bar gewesen, so Public View mäßig und von aussen sind dann irgendwie 100, 150 Leute irgendwie so Nein, nie im Leben. Das sind das sind sicher 100 Leute gewesen. Nein, meinst Mal. du? Was? Also 100 Leute hast du hure schnell dort. Bist du sicher? Ganz sicher. Also, letzter Geburtstag von meinem Papi, wow, hure viele Leute waren, das sind irgendwie 80 gewesen. Und das sind, glaube ich, mehr gewesen wie dort. Vielleicht noch mit in der Bar sind es vielleicht 100 Leute gewesen, aber ich glaube nicht. Also weißt, das ist ja gar nicht so gross. Ja, ist ja gleich. Ist ja gleich, aber Aber praktisch alle sind halt Schweizer gewesen. Ausser ein Tisch Einer, oder ja. ein paar Leute dort vorne. Die sind dann halt einfach für Portugal angelegt gewesen. Und die hat niemand so richtig gern gehabt. nein, Aus unerklärlichen Gründen. ja, vor allem wenn du dann noch beim 5-1 aufstehst Ja, und so dann und alle anschaust. Und Machst du dich nicht so hure beliebt. Nein. Aber das war auch lustig. Ich habe ja eine Zeit lang auch in Rapperswil gewohnt. Und dort, das ist Europameisterschaft, ist das, glaube ich, EM, wo Italien das letzte Mal gewonnen hat. Ich glaube, Europameister ist Italien geworden, oder? Italien hat doch schon so lange nicht mehr gewonnen. Die Oh, sind doch nicht mal, irgendetwas haben sie letztes Mal gewonnen. sind sie nicht mal dabei gewesen. Ja, An der aber WM. das letzte Mal, wo sie Europameister, glaube ich, ist das gewesen, wo sie Europameister geworden sind. Und Europa, das sind sie. Kann sein. Mal. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Aber der Messi ist doch mal noch... Also die haben WM hat der Messi ist gewonnen. Argentinien. Ja eben, der hat, WM haben sie gewonnen. EM, das ist eine Ja, Europameisterschaft. du redest jetzt von einer EM, Ja. wo Italien gewonnen hat. Ja. Europameister 2020 müsste das gewesen sein. Ja. Europameister 2020 Italien. Ja.
Und dann haben sie nachher nicht mehr gewonnen. Und nachher, ja genau, und nachher für die WM in Katar haben sie sich ja, glaube ich, nicht einmal qualifiziert. Genau. So ist das, glaube ich. Mal qualifiziert und jetzt Und- schon wieder nicht. Okay. Habe ich gemeint. Ja, das kann sein. Aber dort die Europameisterschaft, die sie gewonnen haben. Danach, wir haben ja an diesem Sonntag haben wir noch Sitzung gehabt. Danach bin ich führen in die Stadt und Rapperswil, alle Leute, alle Italiener sind auf der Straße gsi. Es hat kein Auto mehr durch. Wenn eins durchgefahren ist, ist es durchgeschüttelt worden und das volle Programm. Und so etwas habe ich auch noch nie richtig erlebt. Krass. Ja, stimmt, das war gegen England. Dort war in England im Wembley-Stadion und die Engländer haben verloren. Ja. Gewinner von den Herzen. Schinken. Nein, die Engländer. Aha. England wäre so geil gewesen, wenn die gewonnen hätten. Die haben noch nie gewonnen. Und sind in ihrem eigenen Land im WM-Final und dann verlieren sie. Wimbledon. Gegen Italien, wo jetzt nichts mehr macht. Sad. Ist dort der Rooney? Hat der dort noch gespielt? Der Wayne Rooney hat doch der geheißen. Wayne Rooney, ja. Das ist auch schon ein alter Hase. Ich weiß nicht, ob Ich der weiß dort gar nicht, ob gespielt es den hat. noch gibt. Ah, okay, doch, schau, sie sind in der Quali. Sie haben aber gegen Nordmazedonien 1-1 gemacht. Spannend. Alter. Nordmazedonien hat nur 25% Ballbesitz gehabt. Und es hat so unentschieden Und gegeben. hat unentschieden gegeben. Autsch. Die anderen haben 400 Pässe mehr gespielt, bei 600 im Gesamten. Wow. Also, wo die Italiener gespielt haben und die Mazedonien haben 200 200. Pässe gemacht. Crazy. Ja. Ja, ist schon lustig, ja. Ja, Eben, Gruppe C. bei mir Dienstagabend habe ich das Fußballmatch mal wieder geschaut und das ist lustig gewesen. Entspannt. Ja, Italien sollte es vielleicht schon schaffen. Aber es ist krass, sie sind in einer Gruppe England, Italien, Ukraine, Nordmazedonien und Malta. Sie sind Zweite mit 4 Spielen nur. Aber sie haben von den Punkten her, also sie haben 7 Punkte, Ukraine hat auf dem dritten 7 Punkte, Nordmazedonien hat 7 Punkte, Malta hat 0 und England hat 13. Also Ja. England hat sich total abgehoben von der Gruppe. Aber vor 10 3, die Jahren 7 hätte es noch Punkte umgekehrt können Ja. aussehen. Dann wäre Italien safe 13 Punkte und sie 7. Das ist krass, sie sind gar noch nicht sicher qualifiziert. Aber sie haben auch ein Spiel weniger. Wie alle anderen. Das macht auch gar keinen Sinn. Alle haben 5 Spiele, außer Italien hat 4 in der Gruppe. Lustig. Ja, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Nicht so viel Sinn, nein. Also irgendwie gefühlsmäßig müsste ja noch ein zweiter auch nur 4 Spiele haben. Oder? Ja, eigentlich schon, ja. Irgendwie. Außer in der Gruppe sind 6 Leute und es werden mir noch 5 angezeigt, aber das macht auch keinen Sinn. Komme ich leider zu wenig draus. Ah, krass! Die haben sogar das erste Spiel gegen Nordmazedonien verloren. Das zweite. Alter. Wie viel Mal spielen die gegeneinander? WM-Qualifikation, erste Runde, haben sie 3-2 gewonnen. Das ist jetzt. Alter, hä? Da kommt ja keiner draus. Super. 24.03. haben sie schon mal gespielt, im 22. Irgendwie habe ich das Gefühl, das sind einfach alle Begegnungen, die sie schon jemals hatten gegen Nordmazedonien. Ganz komisch. Weißt du, die Google-Ansicht, die dir alles zeigt? Ja. Ja, anyway. Aber ich weiß gar nicht, wann ist denn die WM? Ich weiß nicht einmal, wo sie stattfindet. Ist nicht? Oder jetzt 2022 war sie ja in Katar. Und 26, Weiß es nicht. das müssen wir jetzt schnell herausfinden. Weltmeisterschaft
2026 wäre ja das. Irgendwann wäre doch mal noch Russland gewesen. Ich habe eben auch... Aber ich weiß nicht, ob das Winterspiel oder irgendetwas war. Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die Endrunde der 23. Fußball-Weltmeisterschaft bla 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 soll im Juni und Juli in Kanada, Mexiko und USA. Okay, Aha, krass. machen die so ein Trio. Ja, weil es halt wahrscheinlich anders nicht geht. Weißt du, wegen der Stadien. Die können in den USA nicht wie Katar einfach aufstellen. Das geht nicht. Also können. Nein, eben nicht. Ja. Das geht eben nicht. Aber das ist ja dort, wo es... Also Deutschland, Schweiz, Österreich ist auch das dritte gewesen. Ja, aber das war EM. Ja. Europameisterschaft. Ja. Ja. Hat damals nicht mehr gespielt. Ja. Aber gut, nein, dort, wo ich in Kanada war, habe ich kein grosses Stadion gesehen. Ja, und ich weiss Weil jetzt dort auch... ist ja vor allem Baseball. Das ist ja denen ihr grosser Sport. Ja, voll. Nein, was ich gemeint habe vorher mit Argentinien, ist die südamerikanische Ding. Wir haben ja die EM Ja. und die südamerikanische Cup haben sie gewonnen. Ja. Hat der Messi mit dem letzten Jahr noch bei Ding hat er es noch gewonnen. Ja. Voll. Ja. Das war es, was ich vorher gemeint habe. Und das ist ja alles ein bisschen kreuz und quer Ja. gelaufen. So. Für uns Europäer gibt es einfach die WM und die EM. Ja, voll. Aber das südamerikanische Cup, oder es gibt eben in Asien, habe ich gemeint, es gibt auch noch so etwas. Das kann sein, ja. Keine Ahnung, ob es in Afrika vielleicht auch noch so etwas gibt. Ziemlich Ist sicher es schon. anzunehmen? Ja. Ja, da gibt es noch ganz viel, was wir nicht wissen. Naja, ist so. Ist ja so. Ja. Afrika, die grösste Filmwelt der Welt. Also die grösste Filmindustrie der Welt. Ist es nicht Bollywood? Nein, das ist Mit das zweite. Indien? Das ist das zweite. Zweite oder sogar dritte. Okay. Voll. Afrika ist riesig. Ich habe mal gemeint, Bollywood ist die grösste Filmproduktion, denke und Hollywood. Also, wir in der Schule haben gelernt, sagt, Afrika ist die grösste. Voll. So, wenn du die Menge anschaust an Filmen, die gemacht werden. Ja. Also, am meisten Geld in die Hand nehmen sicher Hollywood. Die haben einfach am meisten Geld. Aber, und von den Leuten, die daran arbeiten, ist es sicher Bollywood. Aber ich glaube, von den Werken, die rausgehauen werden, ist es Afrika. Voll. Ja. Es ergibt auch Sinn, weil du kannst halt das, was die Amis produzieren, können sie, es ist ganz Europa plus Amerika, wo sie bedienen in dem Sinn. Und sie bedienen aber Afrika null. Also die müssen alles selber machen, sonst hätten die gar keinen Film. Dort gibt es alles selber. Ja. Voll. Ich glaube, ich habe noch nie einen afrikanischen Film, also voll von Afrika, ich glaube es noch nie gesehen. Ich glaube auch nicht. Die werden ja auch nicht übersetzt. Nein. Aber weißt du, wenn du überlegst, nur schon welche Sprachen werden auf der Welt am meisten geredet, dann also Ist Englisch die grösste? Dann kommt, glaube ich, Spanisch. Das habe ich ist aber nicht als gerade letzte... allererstes alle Asiaten. Wie heisst das? Ist nicht das die Sprache, die alle am meisten reden? Ich habe gerade aus einem kleinen Projekt, Side-Project, habe ich das eben abgeklärt, weil ich dort Übersetzungen für das kleine Side-Project mache. Und die meistgesprochene Sprache auf der Welt ist Englisch. Erstens Englisch, Und dann nachher Mandarin. Okay. Mandarin, das habe ich gemeint. Das ist das Zweite. Und dann geht es ganz, ganz lang und dann kommt Hindi. Okay. Und nachher geht es nochmal lang und dann kommt Spanisch. Okay. Gesamtsprecher in Millionen, Englisch 1400 Millionen, Mandarin 1118 Millionen, Hindi 600 Millionen, Spanisch 500 Millionen. Voll. Ja. Und Ja, wenn du Mandarin jetzt und denkst- Hindi habe ich aber nicht können übersetzen. Ja, Das, ja, voll. Darum ist wahrscheinlich. Englisch und Ja, und Spanisch. das, also, weißt, das ist ja auch. Ich denke jetzt, wenn du da noch schaust, wenn du jetzt alle Sprachen, die klein sind und nur ganz wenig Menschen verstehen, würdest zusammennehmen, wäre es wahrscheinlich auch noch eine Position, die irgendwo da reinkommt. Wenn
Weil wir haben ja da jetzt mit den ersten Positionen nicht einmal die Hälfte von der Menschheitsbevölkerung abdeckt. Ja, noch viel weniger. Ja, nicht annähernd. Also wenn wir 8-9 Milliarden auf der Welt sind und 1,4 verstehen, ich weiss ja auch nicht, ob das Muttersprache oder so Nein, Dings. ist nicht Muttersprache. Muttersprache ist Englisch viel weiter Ja. hinten. Das sind nur noch 370 Millionen, steht jetzt da. Ja. Ja. Mit 1,4 Millionen auf 9 Milliarden. Ich denke, wenn du Muttersprache eingibst, dann wird es Ding sein. Ein Maori. Ja, nicht Maori. Mandarin meinst du? Mandarin, ja. 917 Millionen. Muttersprache. Ist die grösste. Schon crazy, ja. Voll. Und wir können kein einziges Wort. Also Nein. ich könnte kein einziges Wort Mandarin. Mhm. Ich auch nicht. Sonst irgendwie andere Sprachen, so Hola, Chica, para mí una cerveza, por favor. Das kannst du irgendwie noch so ein bisschen aus dem Allgemeinwissen irgendwie rauszaubern. Aber Mandarin? Ja. Interessant. Ja. Es ist ja wirklich, wenn du nach Filmproduktionen suchst, dann findest du einfach nur so Big Six und so. Weißt du, wo einfach alles amerikanische Dinge sind. Hollywood ist weiterhin die profitabelste Filmindustrie der Welt. Und 1000 Filme ist Bollywood, ja, und gefolgt von Nollywood. Nollywood ist nigerianisch, ist das zweite. Von den meisten Filmen. Also Bollywood Spannend. ist erste mit den meisten Filmen, nachher Ding, aber eben Amerika ist die profitabelste. Ja. Aber rein von der Menge her ist Amerika jetzt da gar nicht aufgeführt. Genau, Spannend. Nollywood heisst das. Aber eben, haben wir noch nie etwas davon Nollywood. gehört. Und produzieren mehr Filme wie Amerika. Krass. Haben wir noch nie etwas davon gehört. Nein, Nollywood habe ich jetzt auch noch nie Eben, gehört. und das ist nigerianisch. Das ist Afrika. Krass. Ja, das ist brutal. Eben. Wir haben immer das Gefühl, man hat alles im Blick und Ja. alles hört man und sieht man. Dabei sehen wir nur ganz einen kleinen Teil von allem eigentlich. Ich habe für Mandarin habe ich noch schnell auf Stupidedia nachgeschaut. Weil eben Mandarin, ich komme nicht raus. Aha. Und da steht jetzt zum ja, okay, das ist glaube ich schon ein kleiner erster Fehler. Okay, wir machen nicht Sprachmandarin, sondern Mandarine. Also Mandarinli. oranges Mandarinli, genau. Die Mandarine ist eine Art Wolle, die bei Apollo 69 für den Start gebraucht wird. Man braucht nur dann, die Marine so hoch wie möglich zu werfen und trifft dann die Sonne. Die Mandarine wurde zum ersten Mal im Atlantis zu einem sinnvollen Vorgang genutzt. Heute sind Mandarinen verboten. Ein Wissenschaftler fand dann schließlich heraus, dass die Abgase der Mandarine sehr schädlich für das menschliche Auge sein könnten und epileptische Anfälle erzeugen könnten. Mandarinen können auch dazu führen, dass Menschen explodieren. Unter anderem ist es strengstens untersagt, Mandarinen im Gebrauch mit Waschmittel zu sich zu nehmen. Waschmittel und Mandarinen zur gleichen Zeit führen zu unendlich großen Schmerzen der Nasennebenhöhlen. What the fuck? Ist jetzt aber nicht Nicht Sprache. aber... Aber vielleicht ist ja Mandarin und Mandarinli auch das Gleiche. Ja. Vielleicht. Wir wissen es einfach alle nicht. Darum gehen wir auf Stupidedia. Genau. Und informieren uns gut. Genau. Was diese Woche ja auch noch angestanden ist WWDC. Also der Apple-Event, wo die neuen Produkte... ja. WWDC. Ja. Jedes Mal, wenn ich das Wort so sage, dann kommt mir
WWE. Ja, voll WWE. Ja, Ist mir auch in den Sinn WWE. gekommen. WWE. Ja, Mann. Ja, nein, aber das war irgendwie unspektakulär gewesen. Ich muss ehrlicherweise, ich weiss nur, dass es stattgefunden hat, aber ich weiss nicht, was alles vorgestellt worden Es ist. war unspektakulär gewesen, sonst wüsstest du es. Das wäre die kann kommen. Aber die neueste oder einzige Entwicklung, die sie am Handy so als die neue Innovation anschreiben, ist, dass der Stumm-Button, wo beim Handy so kannst Führen und Hinter klappen, seit dem ersten iPhone immer genau gleich. Der wird jetzt zum Knopf und du kannst mit dem Knopf dann auch andere Sachen machen, die du vorher mit der Lautstärkentaste nicht gemacht hast. Zum Beispiel ein Föteli schiessen oder so. Hast du vorher immer mit laut und leislicher müssen. Jetzt kannst du noch andere Aktionen mit dem Button dann machen. Aber eigentlich Krass. nichts. Also für mich ist das schon 1500 Franken wert. Ja, nicht? mindestens. Also die Veränderung, das braucht es. Und dann natürlich die klassischen Sachen, ein bisschen besserer Prozessor, ein bisschen besser sonst, ein bisschen das Touchscreen wieder alles, oder einfach alles ein bisschen besser. Ja. Und aber hat jetzt, also ist es 14S nein, 15 oder 15? Pro. 15 Pro und 15. Okay, das 15 ist jetzt Also ich habe rausgekommen. einfach nur vom 15 Pro Videos geschaut. Ja. Wenn es 15 Pro rausgekommen ist, gehe ich davon aus, dass 15 auch rausgekommen Ja, ist. ja. Voll. Aber es geht jetzt ums 15, ja. Und hat jetzt das 15 USB Type-C? Also Oder in hat Amerika, das immer noch in Amerika, Lightning? in Amerika Das habe ich Kabel. gemeint, haben sie es ja schon länger. Dort hat schon Nein. Das iPhone hat bis heute eigentlich Nein, immer aber Standard. in Amerika, Lightning. Nein, in Amerika im Fall, glaube haben sie das schon beim 14 schon gewechselt. Warte, das muss ich ganz schön schauen. Kabel, iPhone, USB-C, Apple USB-C online bestellen, USB-C to Lighting, 19 Spezial. Also wir kaufen es sogar auf jeden Fall schon. Apple. Weil das iPad und sonst MacBooks, die haben ja bereits USB Type-C gehabt. Aber das iPhone hat immer noch Lightning gehabt. Und das, soviel ich mitbekommen habe, ist eben so eine regulatorische Sache, wo die EU so ein Gesetz gemacht hat, um weniger Elektromüll irgendwie. Und dass jetzt das neue iPhone eben USB Type-C muss haben. Habe ich auch mal gehört. Ich habe dann eben irgendwie gehört, dass das in Amerika schon so sei. Aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Das Kabel für Lampen. Das Kabel für iPhone. Ja. Keine Ahnung, ich finde gerade nichts, wo auf das hindeutet. ja. Nein, ich muss es selber auch noch mal. Ja. Ich glaube, eben eine neue Apple Watch, habe ich gemeint, ist noch rausgekommen. Aber ich glaube es auch genau gleich wie alles vorne. Und mehr, weil mich einfach so ein bisschen das technische Geschehen rundum auch interessiert. Zum Wissen, es ist alles beim Alten, ich muss nichts machen, nichts erneuern. Aber es sollte dann schon irgendwann kommen, das. Weil auch bei meinem Ladekabel ist der hintere Teil ist schon USB-C. Nein, USB-A wahrscheinlich. So etwas, wo man da in den Computer reinsteckt, Nein, oder? Eben nicht. Ah, nicht? Das, was ins Netzteil hineingeht, ist eben schon USB-C. Das weiss ich, das habe ich selber daheim. Das brauche ich jeden Tag. Aber das, was ins iPhone kommt, hineingeht, ist noch nicht das. Ja. Sicher bei meinem noch nicht. Ja. Und beim neuen, glaube ich, auch noch nicht. Aber ich habe zwar gemeint, eben, es gäbe es schon. Aber ich weiss jetzt auch nicht, wo dort das bin ich ist. aber ziemlich sicher, dass es das nicht gibt, weil in Eben, Amerika... Bei iPad gibt es sicher. Beim iPad gibt es und beim MacBook eben auch. Ja, und bei der Watch auch. Aber bei der Watch nicht. Bei der Watch nicht? Bei der Watch tut es mit Induktion aufladen. Ah, nur? Nur. Dort hast du okay. keinen Anschluss. Auch die alten nicht? Ziemlich sicher, Kann ja. sein, ich weiss Weil dort hast du so Ich habe nie eine Apple Watch gehabt. Nein, ich auch nicht. Das habe ich aber noch nie wählen, irgendwie so eine elektronische Uhr. Nein, Also wieso? höchstens ein Casio. Ein Für Casio? 50 Stutz, also so ein Flickflack, wo du ein bisschen drehen kannst.
aber ich brauche keine digitale Uhr, die mir anzeigt, dass in dieser Sekunde gerade mein Handy in der Hosentasche vibriert hat. Nein, ja, true. Also, das Einzige, was ich irgendwie noch gesehen habe, ist so Herzschlag messen, so ein bisschen das irgendwie. So der Fitness-Tracker-Aspekt an einer Uhr. Ja, das vielleicht schon. Also das ist vielleicht schon geil. Aber sonst sehe ich den Nutzen nicht so ganz. Vor allem ist es mir einfach das Geld auch nicht wert. Nein, für so eine Uhr. Also, vor allem die Daten kann dir auch dein Handy geben, wenn du es im Hosensack hast. Das braucht es in dem Sinne ja nicht. Voll. Also die schreiben da ganz viel Zeug, was das neue iPhone hat. Aber nichts ist irgendwie wirklich relevant oder neu. Oder jetzt haben sie sogar ihr eigenes Apple Pro RAW. Also sie machen ihr eigene Codec für RAW-Footage von der Kamera. So Kische, wir machen Kinokameras in unser Handy. Dabei. Hat es aber auch nicht schon länger gegeben? Ich habe eben gemeint, es hat schon länger Apple ProRes. Also, ja, aber es ist ProRes, nicht ProRes, irgendwie. es ist Pro RAW. Okay. Apple Pro RAW. So wie Blackmagic RAW. Habe ich jetzt noch nie gesehen. Also mein Handy kann das auch noch nicht. Und das war ja bis vor 2 Wochen noch das Neueste, was es gegeben hat. Ja. Also von dem her. Aber 1,9 Blende. Das ist auch so etwas, was nur passiert, wenn du irgendwie keine Ahnung was Komisches machst mit diesen Kameras. Weil 1,9 hast du eigentlich nie... Ja, weiß nicht. Spannend. Ja. So ein Teleobjektiv mit 120 mm hast du da. Mit Kannst voll 12. reinzoomen. Ja. Aber es ist total schlecht. Also das Reinzoomte, weißt du. Es sieht Ja, das nachher ist- scheiße aus. Vielleicht das ist immer etwas, wo wir halt auch als unsere Aufgabe sehen, an Kunden zum Beispiel von uns zu erklären, warum das ein Handyfoto und halt ein Foto von einer professionellen Spiegelreflexkamera mit «Jetzt musst Ja. du einhängen». Ja, also es ist halt einfach... Eigentlich ist es eine Physikfrage, weil du tust ja mit der Kamera nichts anderes wie das Licht auffangen. Also die Gegenstände und alles reflektiert das Sonnenlicht und das geht dann in deine Kamera. Und wenn du halt jetzt Millimeter ist eigentlich der Abstand von der letzten geschliffenen Linse im Objektiv bis zum Sensor oder halt bis zum Film damals früher. Und das sind die Millimeter. Also zum Beispiel ein 100 Millimeter, das ist ein Santi, wo zwischen dieser Linse und dem Sensor ist. Und das bringst du halt gar nicht in ein iPhone rein. Die machen da 120 Millimeter Zoom-Ding-Linsen. Nur rein von der Physik her passt das gar nicht in das dünne Gehäuse rein. Und das wird dann halt mit Prozessoren, also es wird dann halt einfach, das Bild wird bearbeitet, es wird künstlich aufgeschärft, es gibt ganz viele Sachen, wo gerechnet wird eigentlich, dass das Bild so aussieht, wie es dann aussieht. Aber rein faktisch kannst du genau, wenn du nur auf die Zahlen schaust, dann müsste das Handy eine unglaublich gute Filmkamera sein. Nur faktisch ist es das nicht. Weil nur schon der Sensor, er ist ja bei einer Kamera, das kennst du ja selber auch, der ist so, ich sage jetzt mal 3 Daumen breit, mindestens. Jetzt tu mal den hinter jede Linse an beim iPhone. Das geht gar nicht. Und das sind alles so Faktoren, wo alles kleiner gemacht wird und zusammendingselt und zusammen. Und ja, es hat dann 4000 Pixel, aber ein Pixel ist einfach nur halb so kräftig, schön, genau und alles, wie er das in einer anderen Kamera ist. Plus eben das Licht braucht eine Distanz, das geht durch die Linsen durch. Und wir haben ja eben gelernt, die letzte Linse bis zum Sensor ist der Millimeter Abstand. Dann kommen noch mehrere Linsen vorne an. Wo sind all die Linsen? Die Linsen sind nicht da. Das ist einfach eine Linse, die so geschliffen ist, dass sie schon zoomt. Wie eine Lupe, blöd gesagt. Ja. Und dann kannst du schon verkaufen mit da Millimeter und so und so und das. Und das ist per de facto auch richtig.
Aber es ist nicht annähernd das Gleiche, wie wenn du die gleichen Zahlen bei einer Kamera für 500 Stutz hast, macht sie bessere Bilder. Also rein von der Kamera her, rein von den Fotos. Was du nachher damit machen kannst und alles. Ja, aber das machen sie mit allem ein bisschen, mit den Stabilisatoren genauso. Sie haben ja auch, es hat ja jetzt 3 Kameras vorne drauf. Weil so, wie sie es machen, mit diesen Millimeter, wenn das alles auf einer Kamera wäre, dann müssten sie ja dort 3 Linsen einbauen oder eine Linse, die sich bewegen kann, führen gegen Kinder. Nur geht das gar nicht. Darum haben sie 3 verschiedene geschliffene Linsen, die dann auf einer Zoomstärke optimal sind. Aber du kannst ja seamless, also ohne Stufen, kannst du zoomen. Das heisst, ja, es ist einfach ein Durcheinanderrechnen von 3 verschiedenen Bildern, die dann irgendwie zusammengesetzt werden. Und das kann dann für ein Handyfoto mega cool sein. Aber sobald es das Handy verlässt, zum Beispiel, ist alles im Arsch eigentlich. Ja, und am Ende des Tages, wenn du einfach irgendwie einen Snap schickst, ja, nein. Eben, es kommt und da wird drauf an. irgendwie Technik Ja. und keine Ahnung was. Ja. Ja, und du kannst mit einem iPhone einen Kinofilm drehen und es würden wenige nachher merken. Das geht theoretisch, weil es von der Leistung schon sehr gut ist. Aber das ist halt, weil es wirklich einen Film machen nichts mit der Kameraleistung zu tun hat. Du kannst auch mit einer 50-Franken-Kamera einen coolen Film drehen. Ein Film ist, also das oder halt ein cooles Video aufnehmen oder etwas. Darum, das ist eigentlich, ja, ein bisschen einfach das Verkaufsargument. Ja, klar. Das Das ist bei den Games nicht anders. Ganz Haufen Ja. gratis RPGs, so Ja. Retro-Games. Eben gratis und die könnt ihr 80 Stunden Spielspaß des Todes machen. Und nebendran hast du irgendwie weiss auch nicht, Call of Battlefield Duty 4 oder oder etwas, ja. irgend so etwas, wo wo 120 Stutz kostet im Deluxe-Pack. genau und irgendwie EA 2000 Mitarbeiter ein halbes Jahr lang beschäftigt hat und es macht dir genau 5 Minuten Spaß. Ja. Ja. Und dann so ein kleines Entwicklerstudio, das einfach eine coole Idee hatte. Grafisch, das sind dann vielleicht einfach ein paar Pixel, die sich bewegen können. Aber die paar Pixel, die machen halt hure Freude. Ja, weil halt das Spiel ist in dem Sinn der Grund, wieso du es spielst und nicht, wie es genau aussieht. Das ist halt schon ein bisschen das. Und beim iPhone ist das genau das Gleiche eigentlich. Weil ja, ich könnte jetzt auch 4K 60 FPS filmen. Oder vielleicht könnte ich sogar... Ich weiß jetzt gar nicht, was im Pro-Modus ist, aber auf jeden Fall kann ich Weitwinkel 4K 60 FPS. Das ist gleich krass wie unsere Kinokamera, wo das Dreifache gekostet hat und du nachher nichts kannst damit machen. Wir können es nebeneinander anstellen und du siehst es spätestens, wenn du im Programm die Belichtung umstellst. Siehst, beim einen Bild ist richtig viel Information vorhanden. Der einzelne Pixel oder die einzelnen Sachen wissen genau, der ist so viel Licht ist gekommen, so viel dies, das und alles. Die sind alle um. Und beim Handy ist das halt alles, das wird alles komprimiert, das wird alles gerade zusammengepackt und ja, sieht dann genau so, wie es zusammengepackt worden ist, sieht es gut aus. Aber sobald du etwas verändern willst oder sonst etwas, ist es eigentlich nicht mehr wert. Ja, das ist... Kann man sich fragen, was gewünscht ist. Ja. Also du kannst dir, wenn du das Handy kaufst, weil es eine gute Kamera hat, dann kannst du dir auch eine 600 Stutz Sony-Kamera kaufen und noch ein 900 Stutz Objektiv, sogar verstellbar, ein hure gutes und du machst super schöne Bilder und alles. Und auch schöne Videos. Viel, viel schöner wie das alles. Du musst es nachher aber natürlich bearbeiten, du musst es nachher zusammenschneiden und du kannst es nicht einfach auf dem Handy in CapCut reinrühren, in irgendeine Vorlage, wo dir das zusammenschneidet und dann mega lässig aussieht. Das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Ja. Aber vom 13 auf, oder von dort, wo ich glaube noch... Ist nicht das 14? Das ist das 14, genau. Vom 12 aufs 14 oder so haben sie einen huere grossen Schritt gemacht, weil sie eben die 3 Kameras genommen haben und durch das hast du eine coole Weitwinkelkamera gehabt, wo andere Handys nicht hatten. Und ja, das finde ich, haben sie geil gemacht, weil mit Stabilisatoren sind sie gut. Das Bild ist huere gut, auch wenn es künstlich stabilisiert wird. Es ist mega gut stabilisiert.
Das haben sie total im Griff. Also wenn das unsere Kamera könnte, das wäre anders krank. Dann bräuchte ich, also, oder, Für das haben wir einen Ronin. ja, das ist so, ja. Aber eben, die haben, ich weiss gar nicht, ob sie sogar jetzt die Sensoren aufgehängt haben. So, weißt, Das ist gut die möglich, eben, ja, so ein bisschen gefedert. ja, die sind wie so aufgehängt im Ding und können durch das ein bisschen physikalisch gefedert werden, so Mikroerschütterung und so. Dann, ja. Eine riesige Wissenschaft für Eine sich. riesige Und Wissenschaft, was man ja. einfach wirklich muss sagen, und da fette Props in dem Sinne an Apple, die können einfach verkaufen. Ja, Wenn die brutal. sagen, hey, schaut, das neue iPhone hat 100% mehr Prozessorenleistung, dann denkst du, fuck, 100%, das ist hure viel. Heisst einfach, dass es doppelt so schnell ist wie der alte Prozessor. Wenn dann aber der neue, ich sage jetzt einfach, gegenüber einem AMD oder Intel-Prozessor würdest anlegen und dann so die Benchmarks miteinander vergleichst, dann merkst du, irgendwie ist das gar nicht so krass. Also dort macht es Apple auch hure intelligent, um diese Informationen so mit Prozent oder mit Grafiken oder was auch immer einfach so zu präsentieren, damit es einfach krass aussieht. Sie machen aus Problem Gewinn. Also das merkst du brutal. Das haben sie ja beim 14 mit der Magic Island, oder wie das heisst. Die früher hast du ja immer Dynamic oben beim Island. Dynamic Island, Ja. genau. Früher hast du oben beim Handy von Apple immer so eine Aussparung gehabt, mit der Kamera drin und mit dem Blitz Ja, so wo drin die und so. Face-ID, glaube ich, gekommen ist. Genau, hast immer die Aussparung gehabt. Und sie haben halt irgendwann gemerkt, Scheiße, alle anderen Handys haben das nicht mehr. Die haben wenn dann nur noch einen Punkt oder sogar ganz versteckt. Also haben sie gewusst, wir sind dort Dummy hinten drin. Was machen sie? Sie kehren es um. Sie lösen das Problem, verkaufen es aber noch so, wie wenn sie innovativ etwas Neues erfunden hätten. Und das ist marketingtechnisch ist es brutal schlau. Und also es ist auch ein geiles Feature, aber sie haben halt nicht nur das Problem weggemacht, sondern sie haben es gerade zu einer Stärke umfunktioniert. Und darum bleiben die auch so weit oben. Sie hängen ja eigentlich immer wieder an Google oder sonst etwas in vielen Punkten immer wieder hinten rein, aber sie schaffen es auch, die immer wieder nicht nur gut zu machen, sondern noch mal besser zu machen. Und das rettet ihnen ziemlich den Arsch. Das ist schon so. Ich bin auch gespannt. Ich habe so etwas noch nie auf der Straße gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt auch normal posten kann. Aber die Apple-Brille, die VR-Brille, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die. Ich weiss nicht, ob die kannst posten schon. Wie Sicher? hat die geheissen? Ja, kostet irgendwie 5000 Stutz. Scheißegal, wir haben die Kohle. Ja, genau. Nein, aber wie hat Apple das? Glasses oder so. Nein, das wären die. Das Ja, sind die das Mobs. ist Brille. Wie hat jetzt die VR-Brille? Das hat ja auch so einen Namen bekommen, Ja, ja. der einfach geil tönt. Apple Vision Pro. Vision Pro. Vision ja. Pro, ja genau. Und dort ist ja auch so, hat es auch geile Memes dazu gegeben. Irgendwie, wenn du halt die Brille anhast, die Brille hat irgendwie 20 Kameras. 10, die vorausschauen und 10 Kameras, die deine Augen also es sind, glaub ich, tracken. Und 6 oder so. also, aber es sind mehr als 6, habe ich Sicher? gemeint. Ja, die Okay. hure Dings hat hure viele Kameras, Ja. wo aber so deine Bewegungen tracken, plus halt auch Kameras, wo deine Augen im Inneren filmen. Und du hast ja aussen dran hast du so ein Display, dass deine Augen wie so vorne projiziert werden. Du bist irgendwo etwas am Schauen. Sicher nicht auf einer schwarz-orangigen Seite irgendetwas. Und dann nachher aussen siehst du halt deine Augen. Plus dann halt die coolen Memes, die sind dann gewesen. Du bist in deinem Schlafzimmer auf so einer Seite halt etwas am machen und dann kommt deine Mami reinzulaufen und dann gibt es eine Art wie so eine Wolke, wo dann so der Bildschirm wieder in die Realität aufmacht und dort steht dann plötzlich deine Mami. ja. Ja. Vision Pro. Vision Pro. Das ist genau auch so etwas. Sie haben eine VR-Brille rausgebracht und haben es geschafft, so zu verkaufen, wenn sie die Ersten wären oder die Neuesten. So, ja. Das sind ja Oculus und HTC. Ja, gibt's ja schon lange. Hive hat das, glaube ich, Hive, geheißen. keine Ahnung. Ich bin mir Oculus, habe ich immer gekannt. So.
Aber was ich vorhin noch sagen zu den Kameraqualis. Wo sie das iPhone 3 rausgebracht haben, haben sie es mit irgendwie 9 Megapixel beworben. Und unser Lehrer hat uns in der Schule auch gesagt, das ist halt auch so ein Punkt. Rein technisch hätten sie schon beim iPhone 3 hätten sie schon ein 12 Megapixel Ding reinklatschen können. Nur bringt das ihnen ja nichts, wenn sie direkt das Beste machen. Sie möchten ja nächstes Jahr nochmal etwas Neues verkaufen und das übernächstes Jahr nochmal. Also haben sie einfach mal die schwächste reingebaut, was sie können, und sind bei jedem nächsten iPhone besser geworden. Jetzt sind wir mittlerweile bei 12 Megapixel. Das hätten sie auch vor 5 Jahren schon machen können. Nur hätte es dort halt nicht rendiert und sie hätten es halt ganz anders machen und dies und das. Aber rein von der Entwicklung verkauft sie es immer so, wie wenn das Neueste, was rauskommt, auch die neueste Entwicklung ist es aber halt per de facto nicht. Also eben gerade Digitalkameras und also kleine Digitalkameras mit einem krassen Sensor und so, das gibt es schon. Es ist in der Filmindustrie viel erforschter mit all diesen kleinen Drohnen, ETC, all das Zeugs. Das ist die gleiche Technik. Nur die anderen haben es jetzt in ein Handy verbaut. Halt. Ja. Und sie posten ja das Zeug auch zusammen. Also sie erfinden ja nicht alles neu. Ja. Die Komponenten, zum Beispiel Bildschirm heisst es immer wieder entweder Samsung oder LG, wo das Display für Apple liefert. Ja. Und 50% der Chargen haben LG und die sind noch haben einen besseren Weisswert oder so. Und Samsung haben einen besseren Schwarzwert. Keine Ahnung, ob jetzt das stimmt. Aber so Sachen, Apple verkauft das gut. Ja, sie verkauft es das ist eine Marketingbude. Ja, total. Ist es so. Ist wirklich so. Also, wir haben viel, gerade wo wir Werbungen gelernt haben, wie man Werbungen produziert, haben wir oft Apple-Werbungen angeschaut. Weil Apple hat es geschafft, das Handy haben sie damals nicht als Gegenstand vermarktet, wo dir in dem Sinn irgendwie Möglichkeiten bietet, im Sinn von du kannst profitieren oder irgendetwas vom Gerät, sondern sie haben eigentlich immer nur Menschen gezeigt, die in ihrem Leben hinein sind und durchs Handy das Erlebte können festhalten, das Erlebte können teilen. Also sie haben eigentlich immer irgendwelche schöne Erlebnisse vorgeschoben und gesagt, mit Apple kannst du das behalten, mit Apple kannst du das richtig teilen und so. Also sie haben einfach extrem eine Apple-Werbung, hast du immer Apple drin, aber du hast es nie so im Fokus. Du hast immer die lachenden Leute im Fokus, du hast immer den eigentlichen Moment im Fokus und am Schluss, den Klassiker kennen wir, «Shot on iPhone». Das war genau so eine Linie, wo sie gesagt haben, wir wollen nicht einfach zeigen, hey, schau, unser Gerät ist so, besser, so, sondern wir wollen zeigen, hey, schau, mit unserem Gerät kannst du dein Leben festhalten. Kannst du Emotionen. Emotionen. Sie haben mit Emotionen gewerbt und nicht mit Zahlen oder irgendetwas. Und das haben sie brutal gut gemacht. Apple steht für Sicherheit, für Wohlstand, für schöne Erlebnisse, für Verbundenheit von Leuten. Und das eigentlich mit einem Gerät, das am meisten Geld verdient, dass die Leute über das konsumieren. Und das, ja, ist schon krass. Es ist unglaublich. Das ist alles Marketing. Mit dem einfach das Ökosystem, wo Apple geschaffen hat, das ist ja, wenn auch der Revenue Stream, also die Umsätze anschaust, wo wird die meiste Kohle bei Apple verdient, dann sind es klar Hardware-Sachen, also eben, wenn du ein iPhone kaufst und so weiter. Aber in den letzten Jahren auch immer wie mehr die ganzen Services, die sie anbieten. Also wenn du iCloud irgendwie ein Abo hast, wenn du Apple Movies, Apple Music und In-App-Käufe und so oder im App Store eine App kaufst und so weiter. Das ist ein riesiger Teil von Apple jetzt geworden. Nur weil sie ein iPhone gebaut haben, ihr Handy, und in diesem Ökosystem können sie weiter ausschlachten. Ja, ich kann mir auch vorstellen, genau darum bringen die jedes Jahr ein neues iPhone raus. Nicht unbedingt, weil sie jedes Jahr neue Hardware verkaufen müssen, das ist natürlich ein guter Nebeneffekt, sondern weil sie brauchen einfach Leute, die immer ihre Geräte benutzen. Weil wenn jemand ihr Gerät benutzt, ist die erste Musik, die da drauf kommt, von Apple zur Verfügung gestellt. Die erste Film über Apple. Alles läuft über sie dann. Und dann können sie mit ihr Geld verdienen. Wenn
also blöd gesagt, könnten die dir wahrscheinlich auch mal könnten die ein paar tausend Leute Handys schenken und würden an diesen Menschen nach 10 Jahren trotzdem Geld verdient haben. Einfach nur, weil es halt eben schon lange nicht mehr nur Hardware ist. Ja. Das ist bei vielen so. Also, das ist ja bei PlayStation und Co. ist das ähnlich. Die haben ja am Anfang auch eigentlich Konsolen gemacht und mittlerweile macht ja PlayStation alles. Also die haben ja auch, eben, du hast den Play Store, der riesig ist, du hast exklusive Spiele, das hat es zwar früher auch schon gegeben, aber nicht in dem Ausmaß, wie es heute ist. Heute wird viel mehr Geld aus den spielenden Personen rausgeschlagen oder halt den benutzenden Personen beim Handy, wie es nur beim Kauf eigentlich mal war. So ein bisschen. Ja. Das ist, glaube ich, dem Mechanismus, dem sagt man Rockefeller-System irgendwie. Das steht zumal, also das System, das kennt man vor allem von den Druckern. Wenn du daheim einen Drucker hast, dann der Drucker ist praktisch gratis. Der rührt es hinten nach. Aber jedes Mal, wenn du Patronen brauchst, dann zahlst du einen überteuerten Preis. Ja. Das eigentliche Produkt verschenkst du eine Art oder einfach zur Herstellungskosten und dann verdienst du erst. Ja. Und das hat, ich meinte, eben angefangen mit Petroleumlampen. Also wo früher noch keine Elektrizität so rum war mit so LEDs? Also ja, dort hast du noch keine LEDs gehabt, aber eben mit Petroleum, so das Öl, das dann so, weißt du welche? Ja, Öllampen. Ja. Öllampen, genau. Und dort hat das eine Art angefangen, dass du Lampen verschenkt hast. Du hast dann einfach das Petroleum von dieser Marke müssen posten. Ja. Also es ist ein krasses System und es scheint richtig krass zu funktionieren. Und es ist ja auch das System, das siehst du gerade bei Apps oder auch zum Beispiel Fortnite fährt das. Fortnite war immer gratis, das Spiel. Ich weiss gar nicht, ob es jetzt auch noch gratis ist. Ich glaube wahrscheinlich schon. Ja. Weil sie wissen genau, sie haben ja auch eine Riesenproduktion und alles. Also am Ende war das die grössten Kosten, die sie hatten. Das Erstellen von dem Ganzen plus die ganzen neuen Content immer. Dass es immer neue Welten gibt, neue Sachen und alles. Aber wirklich Geld verdienen und sie dann mit ihren Skins. Das wissen sie genau und das gibt es ganz viele, gerade Apps auch, die so sind. Du musst immer schauen, wenn eine App gratis ist, sind In-App-Käufe aktiviert. Dann ist es immer so, dass du im Spiel nachher zahlen musst, wenn du das volle Spiel auskosten willst. Also, das ist einfach die Strategie. Entweder sagen sie, wir machen ein fettes Spiel und dann kostet das einfach Geld. Oder wir verschenken es. Dafür wissen wir, dass die Leute nur wirklich cool spielen können, wenn sie auch innen drin noch kaufen. Es geht ja so weit, es gibt ja jetzt auch den Begriff Pay to Win. Dass es so weit geht, dass du kannst es gratis theoretisch auch schaffen. Du musst einfach 2 Jahre, jeden Tag, 3-mal am Tag irgendwie etwas machen, irgendwie deine Farmen grinden, irgendwie so in diesem Stil. Oder du kannst 5 Franken in das Spiel reinrühren und danach hast du einfach den Fortschritt auch erreicht. Und so funktioniert das einfach mittlerweile. Nur, dass es nicht 5 Franken sind, sondern viel, viel mehr. Ja. Ich weiss nicht, ich glaube, der Trimax hat das mal gesagt. Immer wenn er ein neues Update bei Clash of Clans rauskommt, er hat ein Dorf, das er einfach gekauft, wo er alles aufmaxt und kauft. Und irgendwie auch die Clan-Basis. Da hat es ja ein neues Update gegeben, da gibt es jetzt so eine Clan-Basis, wo du als ganzer Clan kannst aufleveln kannst. Das kannst du auch kaufen. Und er hat damals mit seiner Community hat er immer Leute in den Clan reingeholt, die haben das Geld abgeladen, wieder raus und wieder rein und so. Und so haben sie es mega schnell, mega aufleveln geschafft. Wenn sie das alles gekauft hätten, hätte es irgendwie 400'000 € gekostet. Krass. Das Ding auf Max zu bringen. Also einmal das Dorf, und das ist 2 Jahre Content, wo der Trimax in einer Woche mit seiner Community alles einfach hops genommen hat. Scheisse. Ja. Und das ist ganz krank, jetzt musst du dir vorstellen, das ist nur das Clandorf. Wenn du jetzt die ganze Sache willst maxen, also das ganze Clash of Clans kostet irgendwie auch 200'000-300'000 für einen Account komplett zu maxen mit Geld. Und das ist hure viel Geld für einen Spieler, für ein Spiel, um das auszumaxen. Kannst du dir vorstellen, dass man überhaupt kann in ein Handyspiel so viel Geld investieren? Es ist abstrus. Es ist pervers. total.
Also, Und eben, wenn man sich dann, und das ist ja das letzte Mal im Podcast so ein bisschen die Frage gewesen, so mit dem Konsum und so einfach sich selber die Frage stellen, braucht man das? Was hat das für einen Nutzen? Für was als also das ist ja ein Unterhaltungszweck. ja. Und mehr nützt dir so ein Spiel eben nicht. Und sowieso nicht, wenn du 200'000 Stutz in so etwas reinblechst. Ja, gut, da kommen wir auf die andere Dinge. Was willst du mit 200'000 Stutz reinblechen, die du wirklich brauchst? Was gibt es auf dieser Welt, wo man wirklich braucht, wo 200'000 Stutz kostet? Gar nichts. Nichts. Also, jemand, der so viel Geld hat, um zum Fenster rausrühren, über das jetzt in eine dritte Yacht oder in ein Clash of Clans steckt, ist wahrscheinlich gleich sinnvoll eingesetzt. Nur, dass beim einen, am Ende des Tages ist es genauso wieder ein Ort, wo du einfach blöd Geld ausgeben kannst. Ist es so? Ist so. Und ja, keine Ahnung, dass auf die andere Seite eben, ich gerade aus einer Zeit komme, wo jedes Spiel gekauft hast oder hast müssen kaufen, wenn ich ein Gratis-Spiel habe, das ich jahrelang spiele und dann dort irgendwie für 5 Stutz, ich weiss noch, ich habe damals für 30 Stutz oder so mir einen Bauarbeiter mehr gekauft, der einen mehr bauen kann. Und das hat mir über die ganze Zeit viel mehr Spielfreiheit oder Spielspaß gegeben. Du kannst mittlerweile die Sachen, die du kaufst bei Clash of Clans, gibt es mittlerweile eine Mine, die das auch meint. Komplett langsam. Also du musst irgendwie ein Jahr und dann kannst du dir einen halben Bauarbeiter kaufen. Und das ist auch gegen oben abgeriegelt. Aber vorher hast du das gar nicht kaufen, also hast gar nicht meinen, sondern nur kaufen. Und das haben wir dort gekauft. Und du bist einfach in der Klasse, in der Schulklasse, bist du der Einzige, der schneller vorwärts kam, weil du hast anstatt 3 hast du 4 Arbeiter gehabt. Und das ist immens krass. Das ist mega heftig. Und so etwas finde ich dann wieder okay. Wenn sie sagen, hey, wir haben das Spiel, du spielst das seit 5 Jahren, hast nie einen Rappen bezahlt. Wenn du noch ein bisschen produktiver spielen willst, für einen okayen Betrag hast du eine riesige Spielveränderung, weil das steht null im Verhältnis zu, wenn du dir nachher all deine Bauarbeiten einfach abschliessest. Weil die Zeit willst du überspringen. Das kostet immens Geld für kein Income in dem Sinn. Aber der Bauarbeiter ist richtig preiswert gewesen. Und die hat 20 oder 30 Stutz oder etwas, die hat in einem anderen Spiel nur schon, bevor ich es einmal gespielt habe, investiert. Und dann finde ich das gar nicht so schlimm, wenn sie so etwas einbauen. Aber wenn das halt überhand nimmt, ist es hure schade. Und das siehst du halt schon auch in ein paar Spielen. Dass es einfach nur noch um das nur noch geht. Pay to Win. Ja. Darum bleibt der Pushcast für immer gratis. absolut. Das siehst du, in 2 Jahren gibt es überall Werbung. Ja, und diese Folge wurde Ihnen präsentiert von K-Glas. K-Glas, repariert. K-Glas, tauscht aus. Krombacher, alkoholfrei. Nein, Nein, nie würden wir für alkoholfreies Bier Werbung machen. Nur mit Alkohol. Nein, aber schon ein interessantes Thema, wie sich da ganze Geschäftsmodelle einfach verändert haben. Von du kaufst etwas zu, du besitzt es eigentlich gar nicht und du musst Geld investieren, dass du richtig Führerschein kommst. So. Ja. Ja. Fiktive Währungen. Jetzt sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Aber ich glaube, es ist eher ein Thema für das nächste Mal. Ja, und ich kann es eigentlich noch abschliessen, weil das Clash of Clans Dorf, wo ich damals den Bauarbeiter gekauft habe und so, ich habe ja dann irgendwann das Dorf verkauft. Ich habe das für 300 € oder so verkauft. Also ich habe in dem Sinn das Geld sogar wieder reingeholt dort. Und das ist ja in dem Sinne noch das Witzige, gerade bei so Spielen, wo du Geld investierst, auch die Fortnite-Accounts, wo sich all die Skins gekauft haben, die jetzt nicht mehr vorkommen, die könnten die Fortnite-Account für keine Ahnung was für Geld verkaufen. Also es ist, irgendwo hat es den Wert schon. Irgendwo hat es den. Aber auch nur, solange die Menschen ihm den geben. Ja. Solange Menschen das Spiel spielen. Und Freude an diesen Sachen haben. Jetzt gibt es dann schon bald 10 Jahre. Oder schon über 10 Jahre. Sie hatten ein Jubiläum gehabt,
Also, ist krass. Crazy. Damals, als wir das angefangen haben zu spielen, war es ganz neu und kein Mensch kennt und kein Mensch gespielt. Und jetzt ist es riesig. Krass. Ja. Ja, ich glaube, mit dem Orange Justice Dance tun wir uns langsam verabschieden. Fix. Und ja, kennst du den Orange Justice Dance? Nein. Okay, schauen wir nachher zusammen Schauen an. wir an. Okay, das ist gut. Das ist geil. Das Fix. ist mein Lieblingsdance bei Fortnite. Das ist ein Fortnite-Dance. Ja, dann Ja. kenne ich ihn vielleicht schon. Ja. Aber es war mal wieder lustig. Absolut. Haufen spannende Wir Sachen. müssen noch ganz kurz 40 Sekunden über die Uhr bringen, weil dann haben wir nämlich 100 Minuten reine Redenszeit. Okay. Gut, wenn wir vorne Ja, wir verabschieden und uns. nachher Ja, Musik zählt nicht, weißt du? Musik, ich rede, das ganz langsam, Ganz langsam. dass wir da Und eigentlich. und eigentlich, Ja. ja, Eigentlich ja. willst du noch etwas Nein, ich beim will Tschüss eigentlich nicht mehr sagen? Okay, gut. Noch einen schönen Abend wünschen. Tag, Ja. morgen, egal dann, wenn ihr es halt hört. Wochenende Hoffentlich vor wahrscheinlich. dem Wochenende. Voll. Ich würde es euch gönnen. Und dann nächste Woche selbe Uhrzeit, selber Ort, selber Yes. Kanal, alles. Die gleichen 2 Schnurris. Peace out. Peace out. Hey Fordy, ich hab gehört, du bist im Club heute. Die Schlange hier ist so lang. Ich bin mit 2 Freundinnen da. Kannst du mich nicht irgendwie reinholen? Bitch, du weißt, ich bin 40. Doch bin im Club so wie 50. Bitte mach von mir keine Story. Baby, du weißt, ich bin tipsy. R&B Dawn ist mein First Name. Birthday, it's your Birthday. Der Bass ist laut, komm Track back. Aber bitte kotz nicht auf die Turntable. Buntes Hemd und weiße Sneakers. Du erkennst mich im Palm 7er Arm aus dem Fenster, wenn ich Weed puff. Wir sind ein Sonnenbrille, bunte Gläser und ihr Display voll mit Ketamin. Den Abend zeigt die GEMA, wir sind 3. Buntes Hemd und weiße Sneakers.